Wie gewusst sind Wahlen den 20. Oktober und an dem Kader haben wir bei all Partei ugefrot, dass sie als Repräsentanten checken, den als 3 Fragen soll beantworten. Dabei hat sich aber nicht um ein klassisches Interview gehandelt. Mit der Challenge dabei war, dass sie just 1 Minute Zeit hat, für auf alle Fragen zu antworten. Von den verschiedenen Parteien sie kommen, der Mateusz Buracik, die Link, Joe Tain, ADR, der Christoph Kunemund, KPL, für DP, der Pim Knaff, der Marc Görgen, Piratenpartei, der Roberto Traversini für die Grünen, Christine Schweich, LSAP, der Georges Michaud für CSV und für die PID der Patrick Diederich. Wodurch unterscheidet sich Partei grundlegend von all den anderen? Also meine Partei, die Lenk, ist die einzige Partei, die die wirklichen Ursachen von den sozialen Problemen, von den Ungerechtigkeiten zu Lützeburg, zu Europa, an dieser Welt will drohen. Die einzige Partei, die den Kapitalismus, wie er im Moment ist, langfristig überwinden will. Aber wir sind auch die einzige Partei, die 100% sozial, 100% demokratisch und auch 100% friedlich ist. Ja, vielmals merci für die Frage noch, dass ich heute kann als Repräsentant von meiner Partei stehen. Da der unterscheidet sich dadurch, dass er unpopuläre Sachen sieht und dann hier im Programm auch Alternativpolitik vertritt. Wenn ich schon allein gucken für Lützeburger Spruch zum Beispiel, sind wir die einzige Partei, die konsequente Programm hat, wie das soll in Zukunft aussehen. Wir sind auch die einzige Partei, die zum Beispiel gegen Ausländerwahlrecht als soziale Fragen sind wir auch eine Partei, die einen Index verdedigt, wo die meisten Parteien mittlerweile auf die Fragen von der Europäischen Union reagieren, für ihn aufzuschaffen, selbst beim Bankgeheimnis. Dann haben wir an unserem Slogan auch noch stehen, ehrlich, wir hätten gerne ein fundamental anderes Prinzip vom Funktionament vom Staat. Wir hätten gerne mehr Demokratisierungen, mehr Administrativprozeduren. Voilà, mehr Referendumen, die Leute über die Gestaltung vom Lützeburger Land können entscheiden. Also wir stellen noch immer den Kapitalismus als Gesellschaftssystem froh. Und das tut keine andere Partei. Auch die Lenk zum Beispiel nicht, was ja ein Sammelbecken für verschiedene Strömungen ist. Die KPL tritt 1921 hier an, am Anfang das Gesellschaftssystem grundlegend zu ändern. Ja, an Ziel ist dabei eben die Ausbeutung von Mensch durch den Mensch aufzuschaffen. Also wir sehen ja heute, dass immer mehr große Konzerne immer mehr Profite machen und immer mehr Menschen auch Arbeit verlieren an sozialen Errungenschaften, die an den Jahren erkämpft sind, dass die aufgeschafft gehen. Und das ist am Anfang das grundlegende Problem von diesem Gesellschaftssystem. Die Demokratische Partei ist die Partei von der politischen Mitte. Das ist ja eine Äquidistanz von der LSAP und der CSV. Wir sind eine Partei, die ohne Ideologie und Probleme angeht. Das heißt, wir analysieren die Situation und wir probieren dann Solutionen zu finden, die passen. Solutionen, die als Land für den Moment nicht mehr die richtig gefunden wird. Wir wissen, dass wir hier an einem Stillstand sind. Und wir probieren mit den Reformen, die wir während 2019 oder 2009 ausgeschafft haben, die Länder auf die richtigen Weichen zu bringen. Das ist etwas, das grundlegend unterscheidet von den anderen Parteien, die man auch weiter auf ihre Ideologie gucken und die dann natürlich dann an einem gewissen Karton dran sind, aus dem sie oft dann nicht rauskommen. Wie gesagt, die Partei von der politischen Mitte. Wie wir angefangen haben, waren es viele Unterschiede, zum Beispiel Transparenz, Demokratie. Und auch Datenschutz in der Zwischenzeit begrüßen wir natürlich, dass so viele Parteien sich die Themen angeholt haben. Der Kernunterschied bei uns ist aber, dass die Basis von den 300 Membern, die wir im Moment tun, weil die Menschen schnell die letzte Woche genau am Ende geworden sind, viel mehr mitbestimmen können. So mehr als ein Wahlprogramm von 164 Seiten mit denen zusammen geschrieben. Und das nicht von irgendwelchen Delegierten von oben Hof kommen, wie bei uns konnten die Members mit, das schreiben natürlich hier Punkte rumfand, die nur beim Kongress aufgestimmt wurden. Und da ganz demokratisch die Punkte mit der meisten Majorität kommen an das Wahlprogramm. Das ist eine ganz andere Art und Weise für Politik zu machen. Wir holen die Bürger mit, für das sie etwas verändern können. Wir sollen nicht von oben Hof, wie es funktionieren. Das ist eine immens interessante Frage, weil heute die Parteien sich immer mehr nachkommen. Wir schmengen aber, dass die Greenpartei
dodauser Sternen ass mat den Atomkraftwerker, dat d'Ëmwelt is ganz no fir un 30 Joer, wo man gegrinnt sinn, an dat mat dora gewues sinn. Dat Tech mé hunn iwwerall als Ideen ëmwelt natilech fir op schmengen dat Keen als dat nach bestreite wert, dat wo man iwwer dora gewues sinn, dats alles wert sozial das, alles wert Wirtschaft das Mengneg dat mat do Lesungen proposéieren, wo Äner Parteiien net hunn, an schmengen effektiv, dat et Zeit ass dat die Lesungen, wo man firschloen och realisiert gin. hunn bëssen Erfahrungen lo an de Gemenge gemerkt sind der Jore, wo man och versichen, do wo man Responsabiltäit an de Gemengen hunn ze weisen an ze mechen, dat het ernst das geht, schmengen, dat het eng Greenpartei op viele Punkten viel ernst das ass Umwelt, Sozial, Wirtschaft an schmengen aber auch. Der LAP entschiet sech grundlegend vun den anderen Parteien, weil sie eng Partei ass, die ganz no Bierger ass an ëmmer an oppend Auer huet fir schiet verreen. Am moment si mir eng jonger motivéiert Ekipp, die gewëll ass ze schaffen, an die sech fir de Bierger ersetzt. Ich hoffe, dass no den Wahlen den 20. Oktober auch die Partei, die so no Terra ass gestärkt gëtt. Schwer froh. Ich gif mengen, dass CSV eng konstant ass, die lächt 30 Joer ha am Land die Politik mat bestimmt huet, net leng natierlech sommer Partner dabei sinn, méi CSV am eng Partei, die sich permanent fir Jiin ersetzt, an wirklich fir Jiin vu kleng bis gross, vun Äm bis Reich vu alles aufdeckt. Mir als PD willen hauptsächlich fir Jiverein do sinn. mir sinn net positionéiert ignoriert, net nur links, net mit. mir will fir all Mënsch do sinn. Wir will auch keinen op der Streck sitzen lassen. Derf ke vergiss gin. muss Jivreng Hëlle finden, dat op könnt, dat das ist Hauptziel eben. War der serer Partei no? Die größten Herausforderung, die an den nächsten Jahren op Lützeburg durchkönnt. A wie gedenkt der, de Problem rund zu gehen? Also die wichtigste Froh, die Lützeburg an den nächsten Jahren wird beginnen, das ist natürlich diese Sozialfroh. Zu Lützeburg geht es immer mehr um Leid, die Arbeitslosigkeit ist so hoch wie noch nie. Und das ist natürlich eine Ursache dafür, als weltweit Finanzkrise, die Austeritätspolitik von Europa, aber auch von der aktuellen Regierung. Und die muss überwunden gehen, und das kann ich nicht mehr mit einer konsequenten linker Politik überwinden. Die größten Herausforderungen werden sind Staatsfinanzen an den Griff zu kriegen, monetar am Staatsbudget, den von Jahr zu Jahr klimmt, und auch von die anderen Parteien, notamment CSV durchstellt, wie wenn wir Landkrise wären, was absolut nicht der Fall ist. Muss ich wissen, dass man all Joas neue Schulden muss machen, den europäischen Rettungspakt als nach immer zu finanzieren. Und wenn wir als Finanzen nicht an den Griff kriegen, dann erfüllen wir irgendwann die Maastricht-Kriterien nicht mehr. Und da wird es so sein, dass wir von Brüssel keine Rekommendationen mehr kriegen, mehr Decisionen. Und da geht es prinzipiell frohen, wie wir als Staat zu organisieren haben. Das ist mal für die Herausforderung. Und dann andere Herausforderungen sind ganz besonders, dass man Lützeburger Spruch muss valorisieren am Land. Man muss einfach Defizite, was da geht. Und Demokratie hat ganz fundamentale Probleme. Und wir als ADR treten wirklich dafür an, dass man Mentalitätswechsel an der Politik. Also die größte Herausforderung sind, wie ich gesehen, das große Chômage-Problem, das wir haben, Fional macht die Jugendchômage, dass immer mehr Junker keine Perspektive mehr haben, weil sie keinen Ausbildungsplatz fanden oder gar keine Arbeit empfangen. Und was ich auch gesehen dass wir eine Energiewende brauchen, dass wir also nicht mehr abhängig sind von Karton an Atomstrom und noch, dass wir müssen Transportsystem überdenken. Also mehr drohen an den nächsten Jahren noch am Trafik zu ersticken. Wir müssen ein öffentliches Transportsystem schaffen. Ja, also ich meine, wir haben all die erschreckend Zahlen vom Chômage gesehen, notamment der Chômage bei den Jungen, die ganz hoch ist. Hier am Süden vom Land ist wirklich erschreckend hoch. Überall vom Land ist es präsent. Das ist etwas, was man anpacken muss, weil die Jungen Leute, die am Anfang sollen als Kräfte sie von der Nation, die gehen da vernachlässigt. Wir müssen die richtige Solution finden für die Jungen, nachdem sie eine gute Formation tun, dass sie den Arbeitsmarkt direkt integrieren können. Ich meine, das ist eine von den großen Herausforderungen. Die andere Herausforderung ist die, wir können so leben, hier am Land zu wohnen. Das heißt, wir müssen unbedingt den Wohnpreis aufsetzen. Das heißt, Häuser
D'Appartementer mussssen mi bëllech ginn, die mussssen sech die Jongfamilien noch kënnen leechten, an dofir muss man méi Wundmaterial op de Markt bringen. Die gréissten Herausforderung fir Lützeburg ass ze schaffen, dats ent Leiit kënnen frei liewen oni iwwerwer ze ginn oder dats de Staat hinne géng vir schreiwen, wéi se solle liewen. An am zweete Punkt ass d' Herausforderung fir iwwer nach Lützeburg liewens méiglech ze maen, dats in der Stadt iwwer nach Kalechte, weil mir hunn eng Inflationun am Moment, wann den zum Beispiel hëlt vun 2000 bis 2013 sind Preise, wo der Staat selber gemäht huet, die 65% an Blut gangen. Et sind net Geschäfter, die Preise erlänger an Blut treiben mit dem Staat. Die Lesungen sind ganz klar. Der Staat muss mal enke ophalen, dass zu Lützeburg alles Medaier gëtt, an dass die überhaupt nach erschwinglech ass zu Lützeburg zu wohnen. Wie datch viel mat Junker ze dien hunn menglech wirklich dat Erbeschlosigkeet, Schomersch, Wundingsbau, Preise vun de Wundingen kommen nëmmer méi Junker bei mech op aller Fall, dat e riese Problem wird sinn. Fi de natierg ze lesen, muss man natürlich auch gucken, dat genug Erbeg wie dé ass. Wann die Jung Erbeg tunn, fannnen se natierg Appppes fir ze wunnen, mir ech menggen, dat man mussssen alles versichern, dat die Schüler, die haut an Schul ginn, eng Platz fannen, e Studie kënne Pferde schmechen, an dann ha am Land kënnen dat exercéiere wat ze studéiert tun, an natierg Wuninge fannen. Ech menggen awer och, dat man Fehler machen, dat man die Jung zu schnell aufschreiben. Dat ich mat 15, 16 Joer wesinn heinst du wirklich net wat de will. Et da se an enger Vers, wo en Jung kannt a der Wusne gëtt, heinst du brere wirklich 1, 2, 3 Joer mé lang, fir wirklich zu wissen, wat de mcht an och bis wirklich engem Speicher Lüd opgeht, fir ze so ha Märt schon awer do 2, 3 Joer an de Sand gesät. Wir muss Strukture schafe, wo kann noch nach mat 19, 20, 21. Schmengen et geht net du mat enger Schwierkeet a 40 streichen Fi allem ass et eng Schwierkeet die am moment op Lützeburg zirkeln, dat ass Staatsfinanzen an de Griff ze kreien. An do wëlt der SAP gern die neideg Spurmesuren hoelen. Das awer och eng zweet Mesur, die wo Lützeburg konzernéiert sinn, dat dats mam Jurenchomech an do wëlle mir de Jonken weiterhëllefen fir die adäquat Ausbildung ze kreien, an och de richsche schëllesche Wee ze machen, an eng gut Formatioun mat engem Aufschluss ze kreien, an natierlech Stuno och eng Arbeitsplatz ze fannen. Also für mich ist ganz klar, die Jugendarbeitslosigkeit, wo das Problem durchstellt, sind ganz viele Jugendliche, die nicht einen Platz fanden, für das, was sie studiert haben, respektive gelehrt haben, ob das am Handwerk ist, ob das an Universitätsplätzen sind. Muss sie wissen, dass Talschen für den Arbeitsplatz in Lützeburg ein Hochschuldiplom braucht. Aber das Problem ist, es sind ganz viele Plätze, die von Grenzgängern respektive Immigranten besetzt sind, was kein Problem ist, mit ganz viele Lützeburger, die am Anfang auch da einen Arbeitsplatz kriegen sie nicht, weil sie nicht genug Erfahrung haben. Und da gehen sie immer, müssen sich schon ausstellen. Und das ist das Problem. Ganz viele Jugendliche kriegen eben nicht die Plätze, die sie sich vorstellen, für die sie gelehrt haben. Für uns ist die größte Herausforderung definitiv Pensionen. Da kriegen wir ein riesiges Problem, wenn wir sie nicht mehr alle gedeckt kriegen in den nächsten Jahren. Und als Lösung hat mir vorgeschlagen, am Grundeinkommen ist, dass wir in der Pension, wenn die Leute bis in ihrem Pensionsalter sind, dass sie dann durch Grundeinkommen die Pension gedeckt kriegen.